Hallo zusammen, für mich ist es mal wieder nachher meinen Haaren so einen violetten, lila Touch zu verleihen. Und dann habe ich gedacht, ich zeige euch auch einfach gerade, wie ich das mache. Und für das braucht es eigentlich auch überhaupt nicht viel. Was ich mal brauche, ist Shelly mit einem Löffel. Und dann braucht ihr als Basis Pflegespüli. Was für eins ist eigentlich ziemlich egal. Garnier Fructis soll laut meiner Coiffeuse eigentlich nicht so gut sein für die Haare, weil es Silikone drin hat. Und dann geht es irgendwie nicht mehr so gut mit dem Farben und so weiter. Und das ist fast leer, das muss ich jetzt noch aufbrauchen. Und dann habe ich noch das hier von Garnier auch. Das hat mir mal meine Mom gebracht. Aber also das Ding, das Pflegespüli spielt absolut keine Rolle. Da kann man wirklich nehmen, was man noch hat. Man kann Reste aufbrauchen und so weiter. Und dann braucht man natürlich noch die Farbe. Und für mich, in meinem Fall, ist das Directions in Violett und... Kann man es lesen? Nein, das kann man natürlich nicht lesen. Hier in Violett und ihr seht auch, es hat nicht mehr wahnsinnig viel drin. Ich habe das schon ein paar Mal gebraucht. Und es ist wirklich keine Zauberei. Ich zeige jetzt euch einfach, wie ich das mache. Als erstes nehmen wir einfach mal das ganze Pflegespüli-Zeug, das wir hier noch drin haben. Und es ist wirklich nicht mehr viel. Ja, voll. Also das reicht auf jeden Fall nicht, weil es ist auf jeden Fall besser, mehr zu haben. Also schaut, dass ihr im schlimmsten Fall zu viel hat, statt zu wenig. Noch ein kleiner Lifehack am Rande. Ich habe mir jetzt hier eine Schere geholt. Wenn so die Tube schon einigermaßen leer ist, dann müssen ups, ja genau, bravo stehen. Dann ist es einfach am einfachsten, die einfach durchzuschneiden. Weil hier ist immer noch hure viel drin und das können wir jetzt hier noch rausgrübeln. Weil bis wir das raustingselt haben, einfach mit Schütteln und Klopfen und wieder und nochmal und das tut ewig. Dann löffeln wir jetzt das hier einfach raus. Und weil das meiner Meinung nach noch überhaupt nicht reicht für so viel Haar wie ich habe, und nicht einfach mit dem anderen da noch ein bisschen auffüllen. Das ist eine wunderschöne Farbe und Konsistenz. So. Ja, das sollte jetzt etwa, denke ich mal, länger. Es ist viel, viel mehr natürlich, als man normalerweise nimmt, für wenn man sich die Haare wäscht. Aber wir wollen ja, dass sich die Farbe auch wirklich schön im ganzen Haar verteilt und nicht irgendwie fleckig wird. Und jetzt kommt es zum spannenden Teil. Jetzt haben wir hier die Directions-Farbe. Also es ist wirklich hochkonzentriert und dann nimmt man wirklich am besten nicht mehr als hier so eine ja, Löffelspitze eigentlich. Und dann tut man das hier schön verteilen. Schauen, dass es gut durchgemischt ist und es ist so, man kann lieber, also nehmt lieber zu wenig Farbe als zu viel. Weil zu viel wird dann fleckig, wenn das nicht sauber auftragt. Und außerdem kann es auch sein, dass es dann zu dunkel wird. Und wir wollen ja ein helles, pastelliges Lila. Und darum passt es so, das reicht für mich. Und dann würde ich sagen, dann klatsche ich mir das jetzt auf die Haare. Also natürlich nach dem Waschen. Ich gehe jetzt in die Dusche, tue mir die Haare waschen und dann tue ich das wie eine normale Pflegespülung einfach von oben anfangen. Und dann ein bisschen einwirken. Also währenddessen kann man sich irgendwie schön die Haut peelen und noch so ein paar Minuten warten. Einfach wirklich wie eine Haarmaske. Und dann kann man das Ganze abwaschen und föhnen, wenn man will. Und dann zeige ich euch näher, wie das aussieht. So, dann bin ich wieder fertig gemacht. Ich habe jetzt etwa das Mischmasch so etwa 3-4 Minuten einwirken. Und ihr seht, es ist wirklich pastellig mit einem schönen silbrigen Touch, eigentlich genauso wie ich es wollte. Ich will es nicht stark. Wenn man natürlich es stärker möchte haben, muss man mehr Farbe rein tun. Das ist ganz klar. Länger einwirken bringt da dann nichts mehr, sondern da braucht man wirklich mehr Farbe. Und ja, schreibt mal so ein bisschen in die Kommentare, wenn ihr eine Haarfarbe könntet wählen, einfach so random, was würdet ihr für eine Haarfarbe machen? Ich fände zum Beispiel so ein richtig geiles Orange, fände ich glaube auch noch recht easy. Aber ich glaube, das steht mir nicht. Darum, ich liebe ja lila, von dem her passt das sehr gut zu mir. Und ja, sonst, was soll ich noch mal sagen?
Genau, ein kleiner Sicherheitshinweis. Wenn ihr es in der Dusche macht, seid euch bewusst, dass der ganze Topf, dass es wirklich pflegespülig ist und es wird hure rutschig. Also schaut, dass ihr nicht ausrutscht. Seid ein bisschen vorsichtig. Und noch etwas, genau, was mir in den Sinn ist gekommen, Directions, die Farbe. Gibt es ja nicht überall zu kaufen, einfach so. Mittlerweile bekommt man so in einzelnen kleinen Fachgeschäften, so in so Gothic-Läden oder so. Oder aber in Grosshandel-Einkaufszentren für explizit Coiffeurbedarf. Der kommt man aber meistens nicht einfach so rein. Fragt am besten eure Coiffeuse des Vertrauens, ob sie euch das organisieren besorgen und ob ihr es einfach zum Einkaufspreis abkaufen könnt. Oder ihr könnt es auf Amazon bestellen, aber das ist natürlich einfach hure teuer mit den Versandkosten. Und ja, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, noch etwas, es wäscht sich etwa innerhalb von 2-3 Mal waschen raus, aber man kann natürlich das jedes Mal machen, wenn man die Haare wäscht. Also von dem her, es ist ja kein grosser Mehraufwand. Ja, that's it, jetzt bin ich fertig. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare, das gerne beantworten und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüss!